Sie kommen aus der ganzen Schweiz, 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Kochen und Essen ist ihre Leidenschaft. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Brigitte Wegmüller aus dem Emmental. Aus dem Entlebuch Irene Schmid. Auch dabei sind aus dem Kanton Neuenburg Marlies Buch und Monika Knellwolf aus dem Appenzell-Ausserrhoden. Aus Olten Karin Hengartner. Nicole Tanner aus der Bündnerherrschaft und von Emmeten zu Nidwalden die Manuela Barmettler. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Samstagmorgen im Emmental. In der Widimatt, in Biggental, ist der Teig für eine Zucchetti-Flade dran. Die Brigitte Wegmüller ist heute die erste Gastgeberin bei den Landfrauen. Ich darf starten und da bin ich ganz froh darum, dass ich die Erste sein darf. Ich kann es nirgends geniessen. Geniessen tun auch die anderen 6 Landfrauen. Sie kommen aus dem Appenzellerland, der Westschweiz, der Bündner Herrschaft, aus dem Mittelland und aus der Innerschweiz. Ich war noch nie im Emmental und freue mich sehr, heute zur Brigitte zu gehen. Ich wollte nicht als Erste. Ich bin auch froh, dass ich jetzt einfach einmal geniessen kann und schauen kann. Und ich glaube nicht, dass ich nachher mehr nervös bin. Das sind Zucchetti, gelbe. Die Brigitte macht für die Landfrauen eine Suppe daraus. Die Monika Hofstetter, eine gute Freundin von der Brigitte, arbeitet für einen Hauptgang. Die Vorbereitungen laufen wie am Schnürli. Die beiden Frauen sind gut in der Zeit. Der Puls ist jetzt schon höher als etwa am Morgen oder noch gestern. Jetzt ist es wirklich 5 vor 12 oder 3 Minuten vor 12. Jetzt geht es wirklich. Dann kommen sie dann. Ja. Freue mich. Ich bin gespannt, was ich sein kann. Ja. Schon ganz in der Nähe sind die Landfrauen und sie rätseln über das Menü. Ich glaube, es kommt heute nichts Vegetarisches auf den Teller. Etwas Wirtschafts. Ich denke, sie kann etwas Wirtschafts und vielleicht ist es auch die Spezialität von hier, das Berner Rösti. Sicher Fleisch wird von da kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es zur Vorspeise auch Salat gibt. Ja, sicher etwas Feines. Und zum Dessert rechne ich mit dem Emmentaler Mirang. Mit Haufen Eidlen. Das ist eine klare Ansage für das erste Landfrauenessen im Emmental. Hans-Jörg, ein Mann von der Brigitte, sagen alle Johnny. Er ist für die Musik verantwortlich, wenn die Landfrauen kommen. Noch einmal tief durchschnaufen. Und schon ist das Postauto in Sicht. Sie ist die ruhige Bernerin, die das ganz gemütlich angeht und ganz organisiert ist. Ja. Und wenn etwas abverhält, dann kann man es als Spezialität verkaufen. Also im Irsen so. Und so schlimm wird es nicht sein. Aussteigen bitte. Der letzte Spitz geht zu Fuß zu der Brigitte auf den Hof. Benni und Andrin sind die Jüngsten in der Familie Kapellen-Wegmüller. Der Schwiegerretti Hans, der Älteste. In dieser Zusammensetzung ist es eine Premiere. Tageszeit vor, kommt die Welt.
Herzlich willkommen bei uns im Bigetu, liebe Landfrauen. Endlich seid ihr da. Ich freue mich. Und jetzt wird Anfang mal auf das erste Landfrauenessen in dieser Saison angestoßen. Es gibt Trockenfleisch und Brustspeck. Es ist das Fleisch der eigenen Tiere. Gesundheit. Ist gut gemacht. Manuela? Hast du auch Das Apéro wird nicht bewertet. Der erste Eindruck ist gleich wichtig. Montagmorgen. Der Tag fängt früh an. Im Sommer sind die Kühe mit ihren Kälbchen zur Nacht auf der Weide. Am Morgen kommen sie dann zurück in den Stall, wegen der Fliegen und der Bremen. Komm, sa. Komm. Komm. Brigitte und Hans-Jürg haben 11 Mutterkühe und produzieren Fleisch. Es ist ein kleines Heimat, das Mattli, seit über 100 Jahren im Besitz der Familie Wegmauer. Vom Bauern allein könnte man dort heute nicht mehr leben. Morgenrot gibt nasses Znüni-Brot, sagt eine alte Bauernregel. Und an diesem Morgen stimmt sie. Es regnet schon beim Zmorgen. Es sind noch Sommerferien. Und darum ist die ganze Familie zusammen am Tisch. Der Andrin ist 10 und ein Viertklässler. Benni, was ist das hier? Weiß doch nicht. Auch Schocki. Was ist Schocki? Der Benni ist sein grosser Bruder, er ist 13. Ja, das weiss ich. Ja, hat er gesehen. Hast du es überhaupt gern? Ja. Der Benni hat ein Handicap. Er lebt in einer eigenen Welt, nimmt manches anders wahr. Stopp. Das ist der Findus und wo Brigitte ist, findet man auch ihn. Die Brigitte braucht für das Landfrauenessen noch neue Herdöpfel. Gäbig, wenn man so eine Hilfe hat. Das Jahr ist sehr gut. Es gibt schöne, grosse Herdöpfel. Ich habe sehr Freude. Ja. Ist nicht immer gleich. So, hör jetzt. Auf die Welt kommen kann man noch, wenn es Bindfäden schifft. Schon seit ein paar Tagen hat Hans-Jürg das Kalb von der Kuh Nina erwartet. Oh, ist gut, Nina. Ja, das ist das Schönste für mich. Das ist Glück im Stall, wenn es gut geht und ein klebriges Kalb haben. Ein frisches Leben, da habe ich Freude. Das tut mir selber wohl. Ja.
2-mal in der Woche gibt Brigitte Spielgruppen im Dorf. In den Ferien hat sie für die Kinder ein Sommerfest auf ihrem Hof geplant. Das Wetter macht Brigitte heute einen dicken Strich durch die Rechnung. Schau, dann können wir sich auch gewundern. Gell? Jetzt könnt ihr da Sachen nehmen. Soll ich es nähen? Oder ihr duschen? Gut. Oh. Das macht nichts. Das ist nicht so schlimm. Ja. Hoppla. Ja. Du machst es gut, aber du schließt ab. Ich muss schauen, dass es schön ist. So, kannst du haben. Herrlich, jetzt ja, schau, sie zwei, schau da. Ich mache es sehr, sehr gerne, Herzblut-Spielgruppen geben. Und dann gibt es mir auch eine gute Abwechslung zum Alltag daheim. Und dann gibt es mir letztendlich auch so ein bisschen, auch wiederum eine Power und Pfupf, um sonst im Alltag Sachen machen. Ja. Ja, was macht denn das? Schau jetzt. Und wo Brigitte ist auch der Findus. Das da ist ganz gut. Zum 9 geht es bei diesem Wetter in die warme Stube. So. Aber der Regen. Ja, der Regen, gell? Aber weißt du, wie sind die Blümchen froh, wenn es ein bisschen regnet? Drin ist es schön. Dann ist es schön. Jetzt sind wir im Trockenen, gell? Trocken hat sie es auch gerne, wenn die Landfrauen kommen. Im Moment sieht es so aus, als würde es ein bisschen besser werden. Und jetzt hoffen wir einfach das Beste. Wir müssen jetzt alles ausessen, dass das Wetter eben dann gut kommt. Du hast den Platz, Frauen? Nein. Eben nicht. Also, Lin, jetzt rutsche ich ein bisschen zu dir. Du musst die Finger rausnehmen. Im Hühnerstall gibt es etwas zu tun. Das Ämtli ist am Bennisis. Wir haben eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass beim Benni einfach etwas anderes ist. Die körperliche Entwicklung ist eigentlich so gelaufen, wie sie nach dem Büchlein sein sollte. Aber halt einfach vom Reden her haben wir mal gemerkt, dass das halt nicht sich so entwickelt oder auch vom Verhalten her. Und man wächst da wieder rein. Wer kommt da wer? Hast du Eier ausgenommen? Ja. Oh, danke vielmals. Dann tun wir dort hinten noch putzen, gell? Ja. Merci vielmals. Sie sind noch am Legen, Bari? Ja, weiss doch nicht. Nein, hast du Käse gesehen auf dem Nest? Ja. Nein, also. Wir müssen doch einmal daher schauen. Gell? Das hast du super gemacht. Machst du schöne Stempel? Ich mache aber nicht so viel schön. Der Benni ist, wie er ist. Und so haben wir ihn über alles gern. Der Benni hat autistische Spektrumstörungen. Und ist halt einfach anders als andere Kinder. Man merkt das hauptsächlich in seinem Verhalten, dass das halt anders ist. Uns war es immer wichtig, dass der Benni mit in die Gesellschaft gehört und wir ihn nicht verstecken. Das Lützelflühe ist der Metzger von der Brigitte Wegmüller. Ciao, Adrian. Ich hätte das Fleisch weg. Was kommt doch kurz, gerade hinten, dann können wir den schön ein bisschen ja. Rücken anschauen. Ja, dann.
Der Adrian Gigax macht der Brigitte Rindshorrückensteak für die Landfrauen zu Weg. Ja, ist jetzt gerade ein bisschen schwer. Ich schneide die nächsten ein bisschen kleiner schneiden. Ich glaube, sonst bekommt hier eins ein bisschen zu viel, das andere weniger. He? Das wäre schon noch. Für die Landfrauen hat Brigitte extra ein Rind schlachten. Und das Messer hält hier, wo es schön gezogen hat. Wunderbar. Hey, das ich habe gefreut. Johnny Säger hat es gut gekocht. Das gehört dir sicher gerne. 180 Gramm will er brechen. Ein rechter Mocken Fleisch. Es ist sicher eher der oberen Grenze. Aber ich möchte ja, dass sie genug haben. So, jetzt habe ich das noch gerade mit den Etiketten angeschrieben. Die Dekoration alles getroffen ist. Wunderbar. Schön. Danke dir vielmals. Danke dir vielmals. Toi, toi, toi am Samstag. Ja, merci. Ciao, Adrian. Hoi. Jetzt aber hey zu, es wartet noch viel Arbeit auf Brigitte. Frische Himbeere und Zuckerwasser, das braucht Brigitte für ihr Dessert am Samstag. Also nichts mit Emmentaler Merenke in der Landfrauenküche. Da würde ich mich nicht daran wagen, Merenke zu machen, weil das ist wirklich etwas Heikles zu machen. Und nein, lieber eine Glasse machen statt Merenke. Und die Beeren sind außerdem nicht so die Saison. Brigitte will kein einziges Kernchen in der Glasse. Das Himbeerpüree streicht sie darum durch die Zwiebeln. Es kommt nur noch geschwungene Niedeln dazu. Das ist schon alles. Und dann noch zünftig rühren. Ich rühre halt einfach gerne selber drinnen. Es ist für mich auch noch ein bisschen Handwerk. Und bei der Glassenmaschine nehme ich einfach vor, wenn es wirklich pressiert und schnell muss gehen. Aber jetzt habe ich ja gar keine Zeit. Ich rühre das gerne selber. Noch gut? Jetzt kommt die Glasse ins Gefrierfach und muss in den nächsten 6 Stunden alle Stunden einmal kräftig gerührt werden. Eben Handarbeit. Nichts dem Zufall überlassen. Es ist schon Mitte Woche. Der Hans-Jürg arbeitet zu 100% als Besamungstechniker. Der Andrin darf den Vater heute bei seiner Tour begleiten. Die Bauern aus der Region können bis am Morgen um 7 Uhr melden, wenn sie stierige Kühe haben. Noch am gleichen Tag kommt dann der Göfferli-Muni vorbei. Erste Station, ein Hof zu Landiswil. Hallo Hans-Jürgen. Hallo, Katrin. Ciao. Ja, geht's Ciao, gut? Andrin. Das ist manchmal mitgekommen in den Ferien. Das ist etwas sehr schön. Das ist wahr. Tanja, Ja, willst du zulassen? genau. Und zwar Edison gesetzt. Ja, das ist gut. Ist die schon besamt? Nein, ich glaube es nicht. Ich kann das alles Ja, nicht sicher ja, jetzt tun wir sicher. Jetzt tun wir sicher, ja. Also das weiss ich nicht auswendig. Das ist der Mann ihres Metier. Also übersetzt heisst das, die Spermien sind vom Stier Edison, das Geschlecht schon vorbestimmt. Ist sie in Ordnung Stierung? Ja, hat sie es gut gesehen? all tipptopp. Schon echt, oder? Ja, genau. Ja, das ist gut. Hoffen wir, dass es klappt. Ja, Mama, das kommt doch gut. Ja, ja. Ja, ja. Da sind wir zuversichtlich. Das wäre dann da die zweite Kuh. Ja, ja, das ist gut. Tanja. Genau. Ja. Geht's dir so? Das ist ganz gut. So.
Hast du schon viel geändert? Oh, schon fein, ein bisschen. Ja. Ja, das hätte man geben können. Ja, gell? tipptopp. Das ist gut. Ist sie gut? Schön. Also, ja. Je nach Qualität der Spermien kostet eine Besamung zwischen 60 und 110 Franken. So, das könnt ihr geraten. Also, ich hoffe auf das Beste. Für halb drin. Ja, das ist super. So. Prima. Schon als kleiner Bub hat mir das gefallen, wenn der Besamer kam und der lange Händchen angelegt. Das, einerseits ist es auch der züchterische Aspekt, der mich interessiert. Andererseits einfach die Arbeit zu den Bauern oder mit den Bauern. Es ist kein Tag gleich wie der andere. Du kommst unter die Leute, du hast Kontakt. Und der Hans-Jürg kann den Tag auch selber einteilen. Gäbig, wenn Arbeit auf dem eigenen Hof ansteht oder so wie heute die Kinder noch Ferien haben. Ja, ist gut. Achtung! Das. Ja, das ist ein bisschen zu wenig tief da. So, Achtung, Benni. Schön. Schön. Ja, tipptopp, tipptopp, tipptopp. Hui. Oh. Böteln und Bräteln an der Emme. Etwas, das bei allen von der Familie Wegmüller hoch im Kurs steht. Das kommt schon ab und zu vor, dass wir da bei Remmen sind. Ja. Und das genießen wir auch immer sehr. Der Benni kann sich gut beruhigen im Wasser, ist er sehr wohl. Man muss auch nicht ständig Grenzen setzen oder so. Da sind wir sehr wohl, können uns so gut erholen. Und vor allem müssen wir nicht weit fahren. Dann gehe ich dann wieder mit dieser lustigen Küsse rumbrettern auf der Remme. Ein bisschen weiter oben als Hast du eine coole Wurst? Mhm. Dann auch ein bisschen drehen, gell? Sieht schön aus, gell? Ja, die darf noch nicht da. Wollt ihr das ein bisschen zupfen? Natürlich. Das ist es die Nacht, die alle gerne haben. Und ihnen geht es so schön und lustig zu wie, ja genau, daheim im Emmental. Es ist Freitag. Auf dem Mattli hat man sogar noch Zeit zum Süssholz raspeln. Unser Hobby, das gemeinsame Hobby, das uns eigentlich von Anfang an oder schon vorher eigentlich, verbunden hat, ist die Ländlermusik, ganz klar.
Ich mit dem Örgeli und hier mit dem Bass. Und wir haben schon manches Jahr Musik gemacht, bevor wir überhaupt entdeckt haben, dass wir einander gerne haben. Und wir haben einen Altersunterschied. Das heisst, ich bin 7 Jahre älter als der Johnny. Und als er so ein Gefühl entwickeln für mich, bin ich natürlich einfach, ich war 25, er war 18, und irgendwie konnte ich das dort mir schon noch nicht so vorstellen. Und bin dann meinen Weg halt weitergegangen. Und später, auf einmal plötzlich, waren wir zusammen in Grindelwald am Musizieren und dort hier hat es einen Klick gemacht, wie verrückt bei mir. Und das ist bis dahin geblieben. Dranbleiben, einfach. Wenn man etwas will, muss man kämpfen darum, das ist ja so. Und ja, als die Zeit da war, hat es geklappt. So, André, jetzt müssen wir da noch das Zimmer rausräumen, was die Landfrau am Morgen essen kann, gell? Ich nehme die Pfanne. Wenn wir einfach die Pfanne abnehmen, lösen. Meine Young Boys. Ja, Young Boys. Wow! Sehr gut. Ich will dir helfen. Jetzt habe ich. Ah, ist gut. Kannst du mir das Reisnägel sonst gerade geben, Benni? Meine Young Boys. Gib mir das Reisnägel. Eben. Jetzt sind alle gefragt beim Zügeln. Auch Heidi am Hans-Jürg seine Mutter hilft. Ihr Kochentisch wird der Stubentisch für die Landfrauen. Achtung, Finger, musst du auch ein bisschen lang suchen. Sonst Ob das echt gut kommt? könnte man vielleicht so rein. So. Wie ist der Eisstuhl? Gut. Wir machen das Probehocken. Sie sind so breit wie ich gerade bin. Du musst natürlich nicht noch böckeln. Du, aber nicht über das. Oh ja, es ist eben schon eng da. Ja, sie können ja ein bisschen Heu rum. Ja, du musst halt Heu umsetzen. Excuse. Dekoriert wird er später. Jetzt gibt es zuerst einmal die Nacht für die ganze Mannschaft. So, was soll es her tun? Oh, eben. Das Tiefig ein paar Kotelett auf den Grill. Bei Wegmaus ist der Hans der Grillchef. Zu den Kotelett gibt es Bratherdöpfel. Die macht Brigitte parat. Bei den Kindern ist es mir einfach wichtig, dass sie vor allem ein bisschen probieren, dass sie auch das geschmacklich lernen kennen und unterscheiden. Aber mein Mann ist eigentlich ein guter Esser und isst auch vor allem. Da bin ich noch froh. Ich esse am liebsten Poulet mit Pommes frites. Mutti kocht eigentlich ganz gut. Oh. Hi, Großartig. Das heisst? Ja, hier kannst du gerade herstellen. Schau da, die schönen Kotelett. Nami. Andi. Komm her, du feines Kuhli. So, also. Gute miteinander. Gute zusammen. Ja, merci am Grillen, gell? Andi Knochen. Soll dir helfen? Komm, ich helfe dir, die Geschichte, gell? Ja, wie fein ist es noch nie hergekommen, das weisst du. Ja. Willst du schon ein bisschen hergekommen? Mensch. Also die bei mir auch noch entgegengekommen. Die Woche war rassig vorbei. Die Brigitte ist parat. Die Landfrauen können kommen. Wir
Samstag. Alles ist geschafft. Das Kinderzimmer ist jetzt die Stube für die Landfrauen. Oh, ist das schön, ne? Ich bin schon gespannt. Also Suppe jetzt. Suppe? Schau mal, die Löffel. Bevor die Frauen das ganze Menü erfahren, will Brigitte noch rasch die Bödeli für die Brombeertürtchen, die es zum Dessert gibt, machen. Es läuft wie es sollte, oder? Kommt jetzt geht aus. Kommt jetzt geht aus. Ist jetzt gerade der Moment. Ich muss schier die Luft anhalten, wenn ich sie löse. Wie sitzen geht's? Holz anlängen. Ich kann es dir sagen, wenn ich es wirklich alles fertig habe in den Föhrchen. Es ist ein heikler Teig. Er klebt halt noch gerne. Ich muss also die richtige Temperatur haben. Das ist gut. Also ich meine, wenn es da drin hast. Ja, das ist gut. Das tut mir gut. Tipptopp. Schon, oder? Ja, kommt immer der Waffe raus, ja. Ja. So, liebe Frauen, habt ihr Hunger? Ja. Schon. Dann stelle ich euch gerne das Menü vorstellen. Als erstes gibt es eine Zugetti-Suppe mit einem Stück Zugetti-Fladen. Zur Hauptspeise gibt es ein Horrückensteak, eine Rotweinsauce, Herdöpfel, Kräuterküchli und 3 Rüebli. Und dann gibt es noch das Dessert. Und das wäre dann eine Himbeerglasse mit einem Brombeertörtchen und Nudeln dazu. Ich wünsche euch ganz einen guten und ich gehe jetzt die Vorspeise machen. Danke vielmals. Der Zugetti-Fladen braucht noch ein Minütchen länger. Im Moment gut. Aber ich will es noch nicht in Stehen meisseln. Die Zugetti-Suppe noch mit einem guten Schneidel verfeinern. Und dann ist in der Küche alles bereit zum Anrichten. Er macht das gut. Ja. Der Profi. Hast du geübt? Ja, ich bin nicht... Jetzt muss ich machen, geht mir das schon ringer. Wenn Ja. Jedem das Seine, gell? Ja. Der Hans-Jürg serviert einen Berner Wein, ein Pinot Noir vom Bielersee. Ja, ja. Super. Gut, Gesundheit miteinander. Ich komme dann noch mit dem Wasser nachher. Merci. Danke. Merci. Anstoßen auf das erste Wettbewerbsessen bei den Landfrauen. Der Fladen sollte lauwarm zu den Frauen kommen. Das Anrichten muss jetzt rasch gehen. Ja, der Teig zu wenig dick ausgerollt, das macht. Jetzt ist er auch ziemlich zäh. Aber jetzt ist er einfach gut, wie er ist. Und ändern können wir es nicht mehr. Kannst du jetzt bringen, Johnny? Suppe? Hä? Kannst du Suppe bringen? Ist gut. So geschleckert. Johnny ist im Schuss. Super. Ist gut. Der Fladen und die Suppe sind in der Stube angekommen. Nichts verschüttet, es ist tipptopp gegangen. Das hat sicher die ganze Woche geübt. Merci vielmals. Ja, ich habe noch die Finger im Weg. Gell? Merci vielmals. Gute miteinander. Merci vielmals. Sauercreme oder etwas, nicht? Habe ich jetzt echt noch nie gehabt, diese Suppe. Jetzt haben wir den grössten Hunger gestillt. Also die Vorspeise hat mich sehr fantasievoll gedunkt. Ich hatte das so auch noch nie gehabt. Die Suppe war sehr fein. Ich hatte das noch nie gehabt, eine gelbe Zucchini-Suppe.
Ich hatte schon grüne und das mit dem Zucchini-Fladen, das hatte ich auch noch nie. Das war ganz etwas Fantastisches. Gehört echt das Kerl noch? Ja. Wahrscheinlich schon. Das ist fein, gell? Das ist so wie ein Flammkuchen. Genau. Das schmeckt es, gell? Das Jurieren nehmen die Frauen ernst und jede macht es für sich allein. Also bei der Suppe, es war wirklich sehr fein. Ich hätte jetzt vielleicht ein bisschen Salz noch, also ein bisschen mehr Salz. Ich bin halt so ein bisschen salzig. Der Fladen war schön knusprig, das war gut. Das habe ich gerne. Die Herdöpfel von Kräuterküchli geraten am besten mit Geschwellten vom Vortag. So. Mein Fett wäre heiß. Das Fleisch, ein Haarrückensteak vom Rind, tut Brigitte scharf anbraten. In der Küche brutzelt es in 2 Pfannen. Die beiden Frauen verstehen das eigene Wort nicht mehr. Die Küchli sind im Fall erst gut, wenn sie goldgelb sind. Senf gibt eine gute Kost. Das ist ein Tipp von der Brigitte. Das Fleisch wird dann noch bei 80 Grad niedergart. Auch eine Verzögerung merke ich. Aber es kommt gut. Irgendwie kommt es gleich gut. Ja. Also Gas geben im Zubereiten von der Rotweinsauce. Aber Achtung! Also es kommt der Anker dazu, zu dieser Sauce. Und das ist ein gefährlicher, heikler Moment, dass es scheiden kann. Also gut schauen mit dem Rühren. Passiert da nichts? Das ist das letzte Mal auch nicht. Was meinst du? Gut. Kommt sehr gut. Wir lassen das. Wir lassen das. Und jetzt Tempo. Die Rüebli knackig, die Herdöpfelküchli goldig. Das Kräutersträußchen dürfen wir nicht vergessen. Ich tue den Kräutchen drauf, ist gut. Gut, kannst du gehen. Deckel drauf. Fleischzunge. Deckel drauf. So, jetzt probier Manuela, gell? Ja. Und der Hans-Jörg im Service, wie wenn er noch nie etwas anderes gemacht hat. Jetzt hat das Schlimmste schon hinter sich. Ja. Er auch. Er auch, ja. Weißt du, das ist ein schönes Päckchen. Das ist ja so eine Angst, die halt jetzt ein bisschen in uns beiden gehockt ist, dass das wirklich warm auf den Tisch kommt, bei allen zusammen. Das habe ich auch noch nie gemacht. So ein Küchlein. Nee, so nicht. Ja. Und hat einfach schon 1000 Sachen machen. Ja. Und darum hat sie doch noch Herdöpfel ausgenommen. Aha. Im Garten, ja. Auch noch ein bisschen Tomaten, wenn es gehört. Bei der Hauptspeise hat mir die Soße aufein geschmeckt. Die hatte ich sehr gerne. Bei Wein, vielleicht noch Tomaten, ich weiß es nicht. Aufein. Es war auch heiß. Auch das Fleisch hat sie ganz verwünscht, wie es war, wie ein Hauruckenstück Massé. Ich habe gerne, wenn es nicht noch irgendwie noch fast rausgelötet hat. Für mich war es ideal. Und ich habe sowieso gerne Fleisch. Das passt. Es war ein bisschen dicker als eine Rösti, darum nehme ich an, hat sie es Küchli genannt. Aber es war geschmacklich sehr gut. Der Hauptgang scheint zu gefallen. Jede Bäuerin bewertet das Essen auf einer Skala von 1 bis 10. Die Bögen einsammeln und dann kommen sie sofort unter Verschluss. Merci auch. Die Herdöpfel, das Tätschli, das war ganz schön präsentiert. Und die Rüebli, die waren super. Ich bin lieber auf Beilagen als auf das Fleisch. Irgendwie so, Endspurt. So, ist gut. Hm? Geht's mit dem Ja, das ist eine Geschichte. Bringen keine schöne Kugel her.
noch eine. Braucht es? Ein bisschen schöne. Nicht, dass es vergeht. Hühnerdütschi. Ich weiss nicht, was machen. Jetzt sollte ich noch eine haben. Ei, jetzt geht ganz schön. Gut. Gar nicht. Es sollte echt langsam ganz schön Ja, ich weiss. Ja, Möni, mach du das so. Komm, Komm, mach. Ja, das ist einfacher gesagt als gemacht. Gut ist sie, aber einfach nicht formbar. Und wie wenn nichts wäre gewesen. Der Hans-Jörg lässt sich wegen der Glasse nichts anmerken. Super, Johnny, im Fall. Aber jetzt sage etwas. Merci vielmals. Danke vielmals. Guten zusammen. Der Raum ist auch angenehm. Ich hätte das gut gemacht. Nicht alles Geld so, gell? Ja. Ja. Mama. Das ist jetzt einfach das, was übrig bleibt. Ja. Das lenkt doch so aus. Zeug. Kriegen wir die Kugeln einmal her mit dem Glas? So mit dem... Hast du keine Kugeldings? Also... Wohl habe ich schon. Wohl habe ich schon einen, und ich kriege es nicht her. So schön. Bei mir kann man es ja nicht gut. Das ist schön. Das Glas war nicht ganz zu einer Kugel geformt, was mich jetzt persönlich nicht unbedingt stört. Und das Törtchen, wie soll ich sagen, ich habe nicht gern, es war nicht trocken, aber ich habe weniger gern das Bachnige. Eigentlich lieber, wenn es ein bisschen cremiger ist. Schmeckt Himbeere gut. Das erste Landfrauenessen ist schon fast vorbei. Es scheint von A bis Z gelungen. Also die Begrüßung von der Brigitte, heute, wo wir hier angekommen sind, hat mich irrsinnig schön gedunkt. Mit dieser Musik, mit ihrem Mann und mit den Buben, war ein sehr bewegender Moment. Und das hat mich dermassen überrascht, als ich musste die Trachtenscheibe schnell nehmen und meine Tränen abputzen. Es war so eine schöne Begrüßung. Und da war ich echt überrascht. Oh, Frau! Wir haben noch einen Kaffee und ein Gützi. Und mit hochprozentigem stoßen sie im Emmental an auf Brigitte. Was die Rentschmied aus dem Entenbuch im Kanton Luzern kochen, das seht ihr nächste Woche. Und ob die Brigitte Wegmauer mit ihrem Menü gewinnt, das erfahrt ihr in der Finalsendung vom 11. November.